Wenn der kleine Eisbär Lars gut gelaunt ist, erfüllt er dem Schneegänsli Pieps jeden Wunsch. Ha, jetzt ist sie fertig, Pieps. Juhu, ein Hölle, ganz für mich allein. Danke, Lars. Kommst du auf Besuch? Lars, Pieps, kommt mit, ich habe etwas gefunden. Was denn? Was denn? Verrate ich nicht, aber du wirst staunen, Lars. Und ich? Darf ich auch staunen? Hä? Aber klar, ohne dich gehe ich doch nie her. Kuschelt der Lars dem Pieps ins Ohr. Und dann rennen sie los. Der Lena hintendrein, direkt zu einer Schuttmulde bei der Menschensiedlung. Auf das Mal zögert der Lars. Da ist es gefährlich für uns. Da ist die Überraschung. Die Lena verschwindet in der Schachtel. Und 1, 2, Überraschung. Oh, ein Braunbärli. Hey, du Kleine. Pieps! Au! Autsch! Au! Oh, mein Bärli, sag etwas. Hallo. Wir müssen uns um ihn kümmern. Vielleicht lernt er reden. Hallo. langsam wird Pieps eifersüchtig. Lars, mein Kopf tut weh. Musst du um mich kümmern? Aber der schaut dem Bärli ganz tief in die Augen. Und der Kleine blinzelt wie zurück. Hey, Babybär, ich lehre dir alles. Jagen, Höhle bauen, Gumpen. Ich kumpe aber höher. Probiert's Pieps wieder. Bist ja ganz dreckig, Bärli. Ich bin noch viel dreckiger. Wer sind deine Mama und Papa? Bist ganz allein? Er schwätzt. Ruft Lena ganz aus dem Häuschen. Ja, das ist jetzt Braunbärsprache. Er sagt, er sei ganz allein auf dieser Welt. Dann bin ich deine Mama. Und ich dein Papa. Und ich? Fragt Pieps tot unglücklich. Weiss nicht, aber pass auf das Bärli auf. Mama und Papa holen zu essen. Ich will hier essen, am liebsten. Aber da, sie sind schon fort. Auf das Bärli aufpassen. Das Bärli schaut weiter freundlich rein. Und das macht das Pieps besonders wütig. Das sind meine Freunde. Und die bei ihres kleinen Pieps, die braucht's nicht. Los, hau ab! Aber der macht keinen Wank. Und da wird das Pieps bärenstark. Ui. Wo ist unser kleines Bärli hergegangen? Bäh, was soll das? Komm, Pieps, mein kleiner Schatz. Wo ist es her? Schatz, so hat ihm der Lars schon lange nicht mehr gesagt. Sie ist fast nicht mehr beleidigt. Ich weiss es nicht. Bist doch nicht etwa krank? Ganz besorgt kuschelt der Lars das Pieps an sein warmes Fell. Mein allerliebster Pieps. Pieps seine Eifersucht schmilzt wie Schnee an der Polarsonne. Ich weiss, wo das Bärli ist. Es tut ein bisschen rausruben. Dort drinnen. Da holt die Lena raus und knuddelt vor Freude. Hast du es verstanden? Es will dein bester Freund sein, hat das Bärli gesagt. Wirklich? Ja, wirklich. Pieps, Pieps. Und als sie daheim ziehen, sind alle glücklich, weil sie einen neuen Freund gefunden haben.